Es kommt ein Redner zu uns, der es wert ist, gehört zu werden. Hier kommt Knacki Deuser. Ich mag Frauen, aber 1500 auf einem Haufen, da kann man nervös werden. Ich habe draußen eine Frau gehört, wirklich, das war der Hammer, die stand da und sagte, ich bin verheiratet, mache aber keinen Gebrauch davon. Aber ich möchte jetzt mal wirklich was sagen. Ich mache das jetzt einfach mal wieder ganz anders, wie ich anfangen wollte. Ich stand draußen, hab die Klingelköpfe gesehen und hab die Damen gesehen und hab gedacht, mein Gott, ihr habt's drauf. Sobald Musik läuft, die Damen haben die alle Rhythmen. Und dann siehst du die 4 Männer im Background, die da stehen. Und da wusste ich, wir Männer sind die einzige Spezies auf der Welt, die es schafft, auf ein Lied 4 Rhythmen gleichzeitig zu tanzen. Wenn die Männer tanzen, wie sieht das aus? Meistens so. Hier, das ist es doch wieder. Da lachen wir die Frauen. Ja, ihr Frauen, ihr habt's ja drauf. Weil die Frauen, die haben immer so einen Notfallschritt. Wenn ihr euch nicht sicher seid beim Tanzen, dann habt ihr immer so einen Notfallschritt. Der Zweier. Ach, was tanzen wir denn auf dieses Lied? Ach, der Zweier. Da, 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 da. Guck mal, wir haben ein anderes Lied. Ach, der Zweier geht trotzdem. Voller. Guck mal, es wird schneller. Ach, der Zweier. Und dann können sich Frauen auch dabei unterhalten. Was machst du noch? Ach, ich muss mal auf Toilette. Ach, da komme ich mit. Und irgendwann stehen die, sagen, du, es läuft gar keine Musik mehr. Ach, der Zweier geht trotzdem. Du, was machen wir denn jetzt? Ist so spät. Ach komm, wir tanzen einmal um die Handtasche drumrum. Und genau in dem Moment kommt er wieder vorbei. Jetzt müsst ihr klatschen. Meine Frau, noch schlimmer, die ist Amerikanerin. So, Frau und Amerikanerin, die weiß alles. Da musst du dir keine Sorgen machen. Und bei den Amis ist sowieso alles größer. Wenn ich da hingehe und sage, mir tut mein Fuß weh, sagt die, mir beide, du hast verloren. Du hast überhaupt keine Chance. So, wir waren im Sommer in Phoenix, Arizona, so mitten, also im Niemandsland, unterwegs. Tochter war bei der Großmutter, wir fuhren. Wir fuhren durchs Nichts. Plötzlich ruckelte unser Auto, qualmte und blieb liegen. Im Niemandsland. Da ging nichts mehr. Ich meine, das war ein amerikanisches Auto. Weißt du, das qualmt, geht kaputt. Ein deutsches Auto wird so ein Warnlicht angehen und dann wird es noch 40.000 Kilometer fahren. Da musst du dir keine Sorgen machen. Aber eine Minute später war der erste Ami da. Ich weiß bis heute nicht, wo der hergekommen ist. Der kam nicht mit dem Auto. Ich glaube, der war vergraben. Aber der war so, wie Amis sind. Weißt du, so freundlich. Hey man, what's your name? Where are you from? Und ich so, Germany. Oh, I know Amsterdam. Das war... Hör mal, ihr lacht, ich war froh, war doch nur ein Land daneben. 2 Minuten später, mittlerweile hielten 10 Autos. 14 Amis sind ausgestiegen, da war eine Party. Die waren freundlich, die waren zuvorkommend, es war unfassbar. Aber unfassbar. 14 Amerikaner. Und nicht einer konnte ein Auto reparieren. Nicht einer hat ein Abschleppseil dabei gehabt oder ein Überbrückungskabel oder kannte die Nummer vom AAA. Also ist da der ADAC. Dafür hatten die aber 9 komplette Grillstationen dabei gehabt. 12 Gitarren und 14 Knarren. Komm, wir schießen uns einen Hirsch.
Es war unglaublich. Die haben gegrillt, die haben gegessen und egal wie dick die sind, die können alle singen. Die haben irgendwann ein Musical aufgeführt. It's early in the morning when his car broke down. Halleluja. Da hatten wir die erste Bibelstunde. Da haben die diskutiert. Irgendwann sagte, wer war der erste Verkehrssünder? Jesus hatte 12 Anhänger. Es ging in einem durch. Irgendwann haben die wirklich das Auto mit Hirschleder ausgekleidet. Nach 1,5 Stunden guckte einer auf die Uhr und sagte plötzlich, oh, 1,5 hours. Und da sind die alle gefahren. Ich gucke meine Frau an und sage, was war das denn? Da sagte die, 1,5 Stunden, ich lebe zu lange in Deutschland. 1,5 Stunden sind exakt der Zeitraum im Leben eines Amerikaners, den du brauchst, um einen Freund fürs Leben zu finden. Und für den Rest gibt's Facebook. Jetzt standen wir da, immer noch mit dem kaputten Auto, ja, aber satt und gesättigt. Und ich fragte, was machen wir? Und sie sagte, eine amerikanische Reparatur. Wir lassen das Auto hier stehen und kaufen uns ein neues. Das ist eine andere Konsumhaltung. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte. Mir ist fast das Gleiche letztes Jahr, Ende Herbst, in Deutschland passiert. Ich war im Bus unterwegs, hatte 5 Künstler dabei gehabt. Der Wagen ruckelte, qualmte. Ich sagte zu meinem Fahrer, komm, fahr mal rechts ran. Er sagte, aber das Auto fährt doch noch. Ich sagte, komm, fahren. Wir Autobahnauffahrt, angehalten. Der macht das Auto aus, der macht es an, lief perfekt. Sagt doch, ist doch nichts. Sagt, lass mich mal aussteigen. Ich gehe raus, gehe ums Auto drumherum. Und in dem Moment hält einer an. In Deutschland. Ohne dass ich ein Zeichen gemacht habe. Und ich wusste, die Dinge ändern sich. Und der macht die Scheibe runter, guckt mich an und sagt, Sie müssen die gelbe Weste anziehen. Und fuhr weiter. Und da wusste ich, wie es ist. Also, die Damen, ich hatte Spaß, wir haben getanzt, das war genau das Highlight, was ich brauchte. Wirklich, wenn ich das sehe, denkt immer dran. Ich habe am Wochenende auf einer Party, hier, Paartanz, richtig getanzt. Ich habe mit einer Österreicherin getanzt, aber die wollte immer führen. So, das war, oh, ich weiß, war ein Blitzwalzer. Aber der Highlight für euch noch, einmal tanzen. Das Highlight in Deutschland ist lateinamerikanisch. Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha. Ideal für uns rhythmusbegabte Mitteleuropäer, oder? Das sieht in Deutschland meistens so aus. 1, 2, jetzt. Ho. Macht's gut, Köller Love, ich bin weg. Und ihr Mädels, ruft mit mir aus, auf Knacki Deuser, 3-mal Kölle, Delbrück, ZDF. Tschüss.